Hallo, servus, grüß euch. Oh, schade. Hallo, servus, grüß euch und habe dir zu einer klassischen und dennoch knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heutiges Thema passt zur aktuellen Jahreszeit wieder mal. Es ist Ende Herbst, es sollte das letzte Laub gefallen sein, was machen wir da? Ihr kennt es, alle die selber Äpfelbäume daheim haben, leiden mit mir. Man darf zentnerweise Zeug zusammenrechnen und fortfahren. Im Hintergrund hört man schöne Kirchenglocken. Und heute, da es draußen schon finster ist, wenn ich von der Arbeit heimkomme, habe ich einmal ein wenig so ein Krank mit aufgeschleppt zu mir vor die Kamera. Und heute geht es um Gartengeräte. Zuerst brauche ich mal was, dass ich das ganze Krank zusammenrechnen kann. Und dazu haben wir einen Recher. Und zwar einmal einen Eisenrecher, einen Eisenrechen oder was sich ein bisschen besser eignet, um auf Rasen und Wiese zusammenzurechnen, ein Holz bzw. Holzrecher. Der schaut dann so aus. Jetzt gibt es einen kleinen Tipp nebenbei sogar noch von mir, und zwar das nächste Gerät, das wird wahrscheinlich eher selten verwendet, ist aber eigentlich absolut genial für diesen Zweck. Das heißt wieder mal für die, die Äpfel oder Birnbaum daheim haben zum Beispiel, ist immer ziemlich kacke, wenn man Rasen hat und mich Äpfel aufladen mit einer Schaufel. Die Schaufel, die spitzt sich im Rasen immer wie Sau. Und da gibt es ein Gerät, das ist jetzt ein bisschen umklampert. Dieses Gerät nennt sich, das Gerät hat zwei Namen. Es ist eigentlich wie ein Mistgabel, bloß mit mehreren Zinken und mit so kleinen, ja, ich denke, man sieht es im Büttel, so kleine Bobel da vorne an der, also so rund quasi, also du kannst sie da nicht stechen. Das Ganze wird als Schottergabel oder auch als Erdäpfelgabel bezeichnet, weil ich mit diesen Spitzen quasi Erdäpfel nicht verletzen kann. Ich damit aber super Äpfel vom Rasen wegnehmen kann. Neben Äpfel und so ein Zeug gibt es natürlich auch noch andere Sachen in dem Garten zu machen. Wenn ich Blumen, Beete und so ein Zeug habe, dann mag ich auch öfter mal was umpflanzen und dazu brauche ich im Großen habe ich eine Schaufel, im Kleinen haben wir wieder die DL Verniedlichungsform Schauferl. Die große habe ich jetzt nicht einfach geschleppt, weil das saudreckert. Schaufel und Schauferl, Schaufel und Schaufelchen. Und wenn ihr auch allerhand Gestrüpp im Garten umstehen habt oder auch mal größere Bäume und sowas und wollt ihr auch schneiden, dann braucht ihr eine Ostschar oder auch Baumschar, also Astschere oder Baumschere, Ostschar, Baumschar. Und sogar will jetzt einmal jetzt noch ein Teil, und zwar wenn ihr das ganze Klump auf einen Hänger aufgenommen habt und fahrt es weg, war immerhin, dann wollt ihr es natürlich auch wieder reinkriegen. Und dazu gibt es einen Gral. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn man das im Hochdeutsch bezeichnet. Ich denke eine Hake. Wenn jemand des Hochdeutschen mächtig ist oder Landschaftsgärtner ist und weiß, wenn man das in Hochdeutsch bezeichnet, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich benutze das Teil eigentlich zum größten Teil, dass ich so einen Hänger anlegen kann, weil wenn der Hafer so Klumpzeichen hat, dann haue ich den ein und ziehe es weiter. Also Gral, Hake, ist nicht. Das war jetzt also dann wieder mal eine ganz klassische Folge Bayerisch für Anfänger gewesen, mit Thema, das zur Jahreszeit passt. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Ideen habt, lasst es gerne da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger oder irgendein anderer Schmarrn auf dem Kanal. Schaut auf Facebook, Instagram, Snapchat vorbei. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal und ihr seid freundlich. Aber direkt.
und abonnieren könnt. Das wäre auch sau chillig.